Herzlich willkommen zum weiteren Turnierreport, und zwar gerade einfach 2 nacheinander. Wir haben letzte Woche die von Willi gesehen, wie er in Bern den ersten Platz geholt hat. Aber ich habe noch eine andere Liste gefällt, und zwar die von Dave. Und zwar Orks. Freebooter Orks. Freebooters. Genau, viel da gehabt. Yes. Wenig Choppy. Wo fangen wir an? Oh, die Grotz sind noch nicht da. Oh, Grotz, Grotz. die rennen noch rum. Nimm einfach einen Grotz als Stellvertreter. Da noch ein Ein Grotz. Die guten Grotz. Ja, die Ja. braucht man immer. Ja. Die retten einem das Leben. Nein, was haben wir jetzt hier? Wir Fangen haben wir erste Detachment mal an. 2 Patrols. Ja. Genau, eigentlich beides mal Freebooters. Mhm. Dort haben wir insgesamt 3 HQs drin. Yes. Da haben wir einen meinen Warlord. Ja. Warboss on Bike mit dem Bad School Banner, dass ich einen 6 Zoll Offset kann ausschalten und Immer stark. das Arda Snails für das -1 zum Wunden. Aha. Dann haben wir weiter einen Big Mac mit Custom Force Field. Ja. Der ist einfach dazu da, dass Turn 1, wenn viel Beschuss kommt, nicht gerade alles umstirbt. Dann haben wir weiter noch einen Warboss Ein Warboss. mit der Killer Claw und Brutal Bot Cunning. Also das ist ein richtig Biest, das schön reinhaut. Ja, dass er schön kann. Der ist auch Truckboy Aha. und hockt mit 10 Boys in einem Truck. Yes. Ein Boy ist noch eine Spezialwaffe. Und Boys sind auch Truckboys und Yes. der Nob hat noch einen Big Chopper und einen normalen Chopper. Perfekt. Genau, dann gehen wir mal gerade weiter Schau zu dem da. Der 10 Grotz noch, wie den wir Grotz. gesagt haben. Genau, die sind immer wichtig. Mhm. Dann haben wir noch in den Elites 2x 10 Kommandos. 2x5, oder? 2x5, Ja. jawohl. Auf dem einen Trupp hat der eine Sarge noch einen Powerclaw. Yes. Einfach weil das Modell Ein Powerplay. Neue coole Killteam-Modell. Genau, die bin ich noch am Anmalen. Die sind dann wahrscheinlich für den nächsten Battle Report fertig. Sind einmal Battle Ready mit 3 Farben, Bases und alles. Genau. Schön. Die sind halt da zum schnell Objectives graben, irgendwo stehen. Mit Freebooters kann ich ihnen auch Obsec geben. Und ich kann sie halt auch infiltrieren, also Vorwerk aufstellen oder halt Deep Striken. Yes. Dann haben wir hier auch nochmal gerade Infanterie, der fliegt noch irgendwo anders hin. Nochmal 5 Stormboys. Aha. Eigentlich noch halt das gleiche wie Kommandos, außer dass sie noch ein bisschen schneller sind. Yes. So wie Action Monkeys Genau. und Objective Grabber. Genau. Dann haben wir wahrscheinlich den Star von dieser Liste. Oh yes. 2 Megatrack Scrapjets. Die tue ich wahrscheinlich dann teleporten. Das heisst, ich kann sie dann überall deep striken und schiessen auf etwas. Chargers, Ja, mit machen Ramming Mortals, Speed. Mit dem Ramming Speed, sehr viele Mortals. Sehr, sehr geil. Und können dann hoffentlich schnell irgendeinen Tank oder so umbringen. Sehr nice. Dann haben wir nochmal 5 Bikes, alle mit Choppers und halt ihren 2 Dakka-Guns. Ja. Dort kommt auch das meiste Dakka her. Oh ja, 1000 Schüsse habe ich gehört. Ja, nicht ganz 60 Schuss im Speedway. Geil. Einfach mal 60 Schüsse. Einfach mal 60 Schuss. Ja, die sind eigentlich dazu da, mit denen kannst du sehr gut irgendwelche Infanterie umbringen. Ja, voll. Und sie sind halt schnell irgendwo, genau. Dann weiter haben wir einen Rocket Rock Squig Buggy. Der Mhm. hat das Upgrade Nitro Squigs, also er hat +1 zum Wunden. Yes. Somit ist der eigentlich perfekt, um irgendwelche versteckte Infanterie von Objectives Oh ja. umzubringen oder auch mal irgendwelchen Bikes oder sonst Kavallerie Schaden zu machen. Ich als Sororita-Spieler hasse so out of line of sight Shooting. Genau, dann haben wir aber noch ein wichtiges Modell, nämlich meinen Burner Bomber. Ja, wo basically auch noch mal Sachen, die versteckt sind, kann rausholen. Genau, weil er fliegt irgendwo hin, droppt seine Bombe, macht schön Mortals hoffentlich Ja. und hat dann halt noch Scorcher Missiles, das heisst alles Zeug, wo das Gefühl hat, ich stehe jetzt im Corner und habe einen mega guten Save, hat dann halt nicht mehr so einen mega guten Save. Ja. Und mit dem ist eigentlich mein Ziel, den Freebooter Trade mit dem +1 zum Hitten
zu bekommen. Makes sense to Mal me. schauen, ob wir das schaffen mit dem Play Ja. oder ob es wieder Turn 1 stirbt, wie auch schon in ein paar anderen Spielen. Ja. Genau, aber für das sollte eigentlich das Force Field da sein, um das zu verhindern. Perfekt. Ja, sehr gut. Dann werdet ihr jetzt gleich sehen, wie die Liste am Turnier abschneidet, weil wir gehen live auf Bern. Nein, nicht live, aber wir gehen auf Bern. Viel Spaß beim Turnierreport. So, wir haben Orcs vs. Tau auf dem Feld, das Xenos Battle, wo wir jetzt hier in diesem Turnierbericht werden verfolgen. Das nehme ich auch in Reserve, oder? Also, ja. Genau, wir haben hier so ein bisschen den Rocket Truck Squig Buggy, so ein bisschen Kommandos, einen Flüger, all the Bikes und den Truck. Und auf der anderen Seite haben wir Taus mit dem Riptide, Farside Enclave. Genau. Ja, wir werden dann so ein bisschen während dem Spiel so ein bisschen reinschauen und schauen, wie es rauskommt. Also, ihr habt Turn 1 fertig, oder? Also, so Turn 1, 1000 so ein bisschen vorgekommen, Farside, ready, um der Ork-Bedrohung zu begegnen. Und die Orks natürlich, Full Front. Und Biker hat ihm 2 Schaden gemacht. Und zuerst der Flüger ist noch gestorben. Ja, und das ist so klein, aber es ist noch viel in Reserve, wo jetzt gleich mal reinkommt. Und von dem kommen wir nochmal zurück, um zu schauen, was passiert ist. So, Orks haben den Speed ausgerufen. Und ja, die sind reingekommen, rein teleportiert und boom, Devilfish schnell in die Luft gejagt. Und dort geht es nachher noch weiter, da bleibt es spannend. Dort ist alles ausgestiegen. Und die versuchen diese Seiten aufzuräumen. Aber Tau haltet standhaft, der Riptide lebt noch, die leben noch, es sieht immer noch gut aus. Ja, also wir sind im Spiel Zug 3. Ja, sie sind das Feld langsam am umzingeln, aber der Riptides und Bodyguards halten stark. Und auch der Farside ist noch am Leben. Und der wird definitiv noch irgendetwas auseinandernehmen. Ui, da die Orks rasen da gerade. Ja, der Buggy lebt noch, die Boys leben noch, der Boss lebt noch. Ja, mal schauen. Ja, ich glaube, wir nähern uns am Ende des Spiels vom Spiel 1, von Orks. Da hinten, die Flanke haben sie sehr gut gecleared. Warboss lebt noch, Boys leben noch. Ah, der lebt nicht mehr. He died. Also er ist gestorben. Aber das lebt da noch. Und schlussendlich sind es gerade noch Punkte auszählen. Bei der Tau lebt natürlich der Riptides und Bodyguards noch. Und dort hinten haben wir noch, durch das Killerfenster, haben wir einen Rocket Truck Squig Body. Ja, da Farside. Man sagt, im Farside sind Schüler steht da mit seinem Holzschwert. Wir haben einen von den wenigen Fällen, wo das Painten das Spiel gewonnen hat. Darum nehmen wir mit aus dem Video, malt euch im Modell an, es kann euch das Spiel retten. Und ja, in dem Fall geht es 76 für die Orks aus und 68 für die Taus. Und dann kommen wir ins Spiel 2 wieder zurück. Wir haben das zweite Spiel hier von den Orks. Spielt jetzt gegen Death Guard. Yes, wir haben alles so ein bisschen hinten. Wir haben wieder sehr viele Reserven hier. Mal schauen, ob der Flüger da mal überlebt. Turn 1. Ja. Es wird spannend, es wird wahrscheinlich ein Gemetzel in der Mitte werden. Mal schauen, ob der Wow oder der Power of Nurgle gewinnt. Wir schalten während dem Spiel sicher wieder mal zurück rein. Die Kommandos sind natürlich schon ready da. Also, wir haben Orks. Ja, da hinten sind gerade 2 Dakka-Dings in den Chat reingekommen. Haben mit ihren Anti-Panzerwaffen nichts gemacht. Dann mit der Horde-Waffe 6 Schaden gezogen, mit Ramming Speed rein und jetzt gibt es Mortal Wounds. Ramming Speed auf einem 2+. Gut, ja. D3. Ah, einfach nicht pro Modell, Oder sondern einfach... Schau, ja. 3 Mortal Drei. Wounds. Oh ja, das ist Und jetzt disgusting.
Und jetzt kommen ihre dummen Rasenmäher-Turbinen da vor ihrer Fresse. Alter. Schau dir die Dinger mal an, Alter. Verdammter Bohrer. Wie geil. Oh ja. Bohrt der jetzt... Also, was Auf gibt's einem 4 Plus D3. Je. Ja. einmal. Die 3. Ja, komm, das ist Täglich. Ist das ein Ja. Nachkampf oder ist das einfach... Nein, das ist... einfach auch... Das ist... Das geht 2. Mit einem 1 Leben. Du musst im Nachkommen einladen. What the fuck? Was wurde uns gemacht? Ja, die haben gerade einiges erreicht. Und dann haben wir auch ein bisschen Nahkampf. Ja, und dort oben sind ein paar Dinge gegangen, aber in der Mitte haben wir halt immer noch die Director Soul kontrollieren. Ja, wir sind, was sind wir? Was haben wir für Zug? Zug 4. Zug 4. Ah ja, ich bekomme noch 15. Also Anfang von Zug 4 und ui, da sind ein paar Fahrzeuge weg. Da unten sind auch ein paar Bäume weg, außer der einzelne da. Der geht jetzt ein bisschen kloppen, habe ich gehört. Nein, das steht wahrscheinlich, aber wir hoffen mal. Ja, so sieht es aus auf dem Feld. Sieht nicht so gut aus für dich. Das sieht nicht so gut aus. Der Flüger ist nochmal weggeflogen, der kommt Ja, nachher wieder. der killt nachher noch alles, habe ich gehört. Genau, der bringt nachher alles. Ja, mal schauen. Wir kommen dann nachher, wahrscheinlich am Ende des Spiels nochmal zurück. Wir sind am Ende. Wir haben hier einen heroischen Ork, der sich noch 5 Punkte primär am Schluss ist scoren mit dem Freebooter Stratagem. Aber sonst, ja, Death Guard hier hinten. In der Mitte nicht ganz, aber fast. Death Guard hier hinten, Death Guard hier. Sie haben das Feld überrannt. Außer der eine Ork. Der geht wahrscheinlich nachher. Nachdem er da schon das Objective geholt hat, läuft er jetzt einfach weg. Probably. Ja. Was? Punkt, Dings? 97 zu 42. 97 zu 42 für Death Guard. Ja, wir kommen dann bei Spiel 3 von Orks wieder back. Du fährst nicht an. Hättest du gerne angefangen? Ja, ich glaube wahrscheinlich schon, ja. Doch. Ja, dann. Kann man nicht machen. Also, wir haben hier Bikers, den Flieger, das Squid Buggy, den Track und so. Und was haben wir da noch alles wieder? Alles in Reserve. Ihr kennt es schon, ihr habt es schon zweimal gesehen in diesem Video. Und der Custodes, den ihr aus dem Video vor einer Woche schon gesehen habt, gegen den Willi. Auch alles da hinten. Ja, wir kommen nach so 2-3 Runden wieder zurück und schauen, wie sich das Feld bisher verändert hat. Wir haben schon etwas aus dem Video gelernt, und zwar, dass Painted hilft zum Gewinnen. Und was hast du gerade in diesem Spiel gelernt mit deinen Grotz da? Ja, wenn man Grotzen so aufstellt, wird es ein bisschen schwierig zu roden. Das funktioniert so nicht. Das ist so. Ja, eben schon das dritte Spiel, langsam ein bisschen müde. Ja, Vergisst ein bisschen die Sachen. es zieht so ein bisschen an der Mal schauen, das geht schon. Konzentration. Mit denen kommen wir schon noch zum Roden. Ja, wir haben Turn 2, so wie es aussieht, oder? Und was ist wieder reingekommen? 2, wie heisst es? Mega Track Scrap Chat, genau. Und ja, die schiessen jetzt so ein bisschen auf den Telemann, wie es aussieht. Genau, aber es sieht spannend aus. Es sieht spannend aus. Ja, ich glaube, es ist keine Uniform so das gegangen. Telemann lebt noch mit 6 Leben. Die sind noch full. Dort lebt noch einer. Und Bikes 1,5. Und der Captain natürlich. Von den Orks wollen wir noch Commandos. Leben Commandos, die leben noch. Die haben noch überlebt. Und die haben noch Punkte geholt. Die haben noch 5. Data vom Nein, die haben Octarius jetzt noch. geholt. Ja. Die können jetzt die zurückbringen. Was auch die Orks immer damit machen. Who knows? Aber ja. Die Orks haben 46 Punkte gemacht gegen Custodes, die 95 gemacht haben. Und wir kommen dann nachher noch zu der Nachbesprechung. So, wir sind am Ende des Videos angekommen. Genau. Jetzt habt ihr den Einblick gesehen, der zweite Teil von der Videoserie. Genau, ja, wie ist so gelaufen? Das war jetzt das erste 1052 Punkte Turnier in Genau, in Bern eigentlich mein erstes Single-Turnier auch gewesen. Ja, das erste Matchup habe ich gewonnen, dann beide anderen verloren. Ja, dort war sicher das Problem gewesen, dass ich nicht so viel Multi-Damage in meiner Liste hatte. Custodes hat mit dem Telemon -1, Death Guard hat mega viel -1 Genau, Damage. das hat sicher sehr viel ausgemacht. Ja, definitiv. Jetzt haben wir auch, schauen wir nachher noch, ob das mit Megans ein bisschen besser klappt. Yes. Genau. Ich habe das Gefühl, Megans könnte da noch etwas reinbringen, wo noch fehlt. Genau. Yes, und wir haben 2 Sachen noch gelernt bei diesem Video. Zum einen
Schaut, wie ihr eure Grots deployt für Oh ja. Rod. Was ihr Rod macht. Und ja, Characters, wenn ihr das Gefühl habt, ja, auf die kann man schon nicht schiessen. Ja. Man kann immer drauf schiessen, wenn ihr sie voreinander stellt. Aber dafür auch noch etwas Positives. Malt euch im Modell an. Malt euch im Modell Weil es an. gibt 10 Punkte. Und Orkflüger sind wirklich gut. Ja, Orkflüger sind wirklich gut. Das ist disgusting. Ja, cool, sind ihr dabei gewesen. Nächstes Mal geht es für eine Mini-Liste. Oder im Willi seine wieder. Oder im Dave seine. Genau, Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich auch noch ein bisschen andere Sachen gefilmt habe. Falls ja, schreibt das unbedingt in die Kommentare. Abonniert, wenn ihr es liked habt. Ja, in dem Fall, willst du etwas sagen zum Abschluss? Ja, bis zum nächsten Video. Wie sieht's? Ciao.